Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch heute in der Sendung. Ein Zeichen für die Jugend. Die Nachtruhe in Thun wird um 1 Stunde verschoben. Ein einzigartiger Einblick in den Berufsalltag von einer Thuner Erotikmasseurin. Und der Peter Reber und der Oskar Weiss reden über die Entstehungsgeschichte des Hippie-Gespenstli. In der Thuner Innenstadt soll künftig die Nachtruhe um 1 Stunde verschoben werden. Sie soll neu vom 11 Uhr bis um 6 Uhr dauern. Das neue Polizeireglement soll Thun für Jugendliche attraktiver machen. Dazu haben wir Thunerinnen und Thuner in einer Strassenumfrage nach ihrer Meinung gefragt. In Thun soll die Nachtruhe verkürzt werden um 1 Stunde, am Wochenende in der Innenstadt teilweise sogar um 2 Stunden. Was meint ihr dazu? Ich finde, dass das eines von diesen Problemen ist, vielen Problemen, die nicht wirklich zur Zufriedenheit von allen lösbar sind. Ich begreife sehr gut, dass Junge vielleicht länger feiern oder länger sich verhalten so, wie sie gerne wollen, und das macht dann mehr Lärm. Und ich begreife als 72-jährige alte Leute, die vielleicht gerne Ruhe hätten und möchten, dass es einmal still wird. Gerade auch die wenigen, die noch in der Nacht wohnen. Und ich finde, man kann nicht wirklich da etwas ändern, ohne dass jemand nicht zufrieden ist. Leider gibt es das. Also für die Betroffenen, die mit die direkt anwohnen, ist es vielleicht nicht so der Hit, aber der Trend wird sicher eben schon so gehen, dass man sagt, man muss in den warmen Jahreszeiten der jungen Bevölkerung etwas bieten, attraktiver machen. Würde ich auch so sehen. Die Altstadt die ist ja mehr fast ein bisschen eine ausgestorbene Stadt manchmal hier. Wir haben auch Grosskinder, die auch in Ausgang gehen. Also mir denkt, die Stundenverschiebung dürfte es geben. Wir waren ja mal jung und wir haben auch noch geschaut, welche Beiz das noch offen hat. Spätestens das Bahnhofbuffet. Die Lucy bietet im Raum Bern erotische Massagen an. Ihre Kunden finden bei ihr Nähe und Intimität. Sie hat uns verraten, was ihr der Job bedeutet, und hat uns einen spannenden Einblick in ihren Berufsalltag gegeben. Mein Job ist vor allem, Leute zu berühren und Nähe zu geben, eine geborgene Stimmung aufzubauen und dass sich einfach die Leute, wenn sie hier rauskommen, wohl, entspannt und genährt fühlen. Ich habe sehr spannende Begegnungen und man begegnet sich auf Augenhöhe und hat sehr spannende Gespräche auch, oftmals. Hauptkundschaft, aber ich würde sagen zwischen 20 und 60 durch das Band durch, von jeder Sparte, die man in der Schweiz kennt. Also eigentlich hauptsächlich Schweizer Männer sind es. Von Familienvätern über Studenten, es ist wirklich alles dabei. Und du hast ja auch schon sehr schöne, sagen wir mal, persönliche Erlebnisse mit diesen Männern. Ja, das ist es so. Also, da haben sich wirklich auch schon fast so wie Kollegschaften oder Freundschaften entwickelt oder einfach sehr nahe Begegnungen, wo man einander vertraut und auch schon über Jahre kennt. Was verdient man denn eigentlich so mit diesem Beruf? Aber man verdient einfach so wie bei einem okay verdienenden Job. Ich sage so zwischen 5.000 und 8.000 brutto. Darf ich zum Schluss noch fragen, was ist dieser Job für dich? Oder wie würdest du ihn persönlich beschreiben? Also für mich ist der Job vor allem eins, nämlich Freiheit für mich und für meinen Alltag. Er ist einfach eigentlich eine Freude für mich und auch ein bisschen Stolz. Jeder von uns kennt das berühmte Hippie-Gespenstli von Peter Reber. Vor 30 Jahren hat es durch Oskar Weiss ein Gesicht dazu bekommen. Jetzt reden die beiden über die Entstehungsgeschichte von diesem lustigen Gespenstli. Wie haben wir es eigentlich genau lernen kennen? Ja, also von dir habe ich natürlich viel schon vorher gehört, aber der Moment war im Ende Juni 1993, da hat man mir vom Zeitglockenverlag angerufen. Da bin ich auf den Bahamas. Da bist du auf den Bahamas, ja, genau. Ja.
Die hat ihr angeschaut und gesagt? Sie hat gesagt, Peter Eber hat ja das super Lied, Hippie-Gespenstli, und da möchte er gerne ein Buch daraus machen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das illustrieren will. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh wow, so ein tolles Lied. Ja, hör auf. Die haben mir dann gesagt, mit dir, ich bin dann schauen, was du alles gemacht hast. Der One and Only Oscar. Und jetzt dauert unsere Zusammenarbeit schon 30 Jahre. Ja. Genau. Das finde ich super, genial. Ja. Merci. So viele Sachen haben wir gemacht. Ja, ich weiss noch, damals hat es noch kein Internet gehabt. Dann habe ich einen Entwurf gemacht, wie das Hippie-Gespenstli überhaupt könnte aussehen könnte. Ja, ich wollte nicht nur so ein Tüchlein machen. Also ein Schild und hat Blumen auf dem Kleid. Das ist klar, das musste drin sein. Ja. Und da wollte ich ein Klöpfchen machen, das eben leiden und Freude haben kann. Und jetzt hat sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Es ist eine Kultfigur geworden mit dem Lied. Man kann nicht sagen, es ist grösser geworden und älter, aber es hat sich entwickelt. Ja. Weißt, alle Kinder zwischen 0 und 100-jährig können sich mit diesem Geschöpf identifizieren, weil es ist nicht ein Superhero, der alles gelingt, sondern manchmal läuft es halt auch schief. Und dann sieht es am Schluss trotzdem ein bisschen manchmal wieder Gewinner aus. Ich glaube, das ist das Geheimnis dahinter. Und natürlich deine tolle Umsetzung. Ja, es ist die Kombination natürlich. Ja, auf jeden Fall für mich das immer schön, wenn wieder ein neues Produkt, wenn man dem so sagen kann sein. Jetzt so wie das neueste Buch, das wir gerade jetzt machen können. Ja, das ist wieder eine riesige Freude, wie du das umgesetzt hast. Und ich bin überzeugt, das ist ein gutes Buch, weil es gibt den Kindern Tipps für den Schulweg. Das ist ja ganz wichtig. Und das Hippie-Gespenstli hat auch mal in die Schule sollen und sie hat ein bisschen Angst vor dem Schulweg gehabt. Und so hoffentlich trägt es bei zu einem sicheren Schulweg für alle die Kinder, die irgendwann in den Kindergarten oder in die Schule müssen. Und uns macht es auf jeden Fall immer noch sehr Freude. Uns macht das Hippie-Gespenstli auch immer noch sehr viel Freude. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Im Anschluss seht ihr noch das Wetter. Merci vielmals fürs Zuzuschauen und noch ganz einen schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ja, der heutige Dienstag ist begleitet worden von ausgedehnten hohen Wolkenfeldern und einem milchigen Sonnenschein. Die Schweiz liegt an der Südflanke von einer ausgedehnten Tiefdruckzone mit mehreren darin eingelagerten Teiltiefs über Nordwest- und Nordeuropa. Und eingebettet in eine straffe westliche Strömung erreicht uns in mehreren Schüben feuchte und immer mildere Atlantikluft. In der Nacht auf den Mittwoch wird es von Westen her zunehmend bewölkt und gegen den Morgen gibt es aufkommenden Regen. Vergessen Sie morgen also den Regenschutz nicht, wenn Sie unterwegs sind. Besonders am Vormittag, da wird es nass. Schneeflocken gibt es zwischen 1700 und 1900 Metern. Am Nachmittag, da beruhigt sich das Wetter. Zwar gibt es immer noch einige Wolken, aber wir dürfen uns auch auf Auflockerungen freuen. Also nebst dem Regenschutz kehrt euch die Sonnenbrille mit in die Tasche. An den Alpen gibt es zum Teil noch letzte Schauer, aber auch hier trocknet es ab. Und im Vergleich zu den letzten Tagen wird es milder, mit einem kleinen Südwestwind werden verbreitet um die 7 Grad erreicht. Ja, und auf den Bergen da geht ein mäßiger bis starker West- bis Südwestwind. Der Donnerstag der zeigt sich wechselhaft mit einer veränderlichen Bewölkung und gelegentlichem Regen. Schnee gibt es ab 1500 bis 1800 Metern. Dazu geht ein kräftig auffrischender Südwestwind auf den Bergen. Da ist er stürmisch in der Folge und Nacht. Und am Freitag wird er mit einer Warmfront stark bewölkt und oft nass. Die Schneefallgrenze steigt deutlich und zwar auf über 2000 Metern. Im Flachland werden wir vom starken Südwestwind mit Böen um die 60 km in der Stunde begleitet. Auf den Bergen da ist es stürmisch. Ja, und Heiligabend, da gibt es nicht nur viele Geschenke, sondern auch viele Wolken. Ab und zu Regen, Schneeflocken fahren kann man dann ab 1500 bis 1900 Metern. Ein mäßiger Südwestwind lässt sie dann wild herumtanzen an Weihnachts- und Stephanstag. Da ist es dann recht freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern.
Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.